Ruhig, mein Kleiner, ruhig. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Roomtour hier im wahrscheinlich besten Spiel der Welt, in Ark Survive Evolved. Das wird kein Let's Play geben, es wird nur eine kleine Roomtour geben, weil auf Tour aus ist das Spiel ja auch gleich ein bisschen zu langweilig. Spanky, was ist jetzt? Übrigens mit dabei ist der Spanky. Hi Spanky. Hallo zusammen. Und natürlich auch Janulu. Schrei nochmal. Wow. Also wir haben jetzt schon über 100 Stunden in diesem Spiel. Wir sind recht süchtig. recht süchtig nach diesem Spiel. Obwohl wir im Moment eine kleine zwischendurch so ein bisschen Pause haben, weil wir halt schon so viel erreicht haben. Ziemlich weit, haben fast alles. Ja, wir sind ziemlich weit. Damit müssen wir mal schön meine roten Krieger anschauen. Sexy. Sehr sexy. Alles schön auf Rot getrimmt. Was habe ich noch? Die Die Fackel ist rot. Die Armbrust ist rot. So, was wir jetzt eigentlich machen können, wir werden euch mal ein bisschen zeigen, was wir schon alles gemacht haben hier. Wie viele Dinos wir gezähmt haben, was wir da so alles für Basen gebaut haben. Ja, so wie wir es im 7 Days Album gemacht haben, so ein kleines Raumtürchen. Wie ihr hier seht, wir haben schon 2 T-Rexen, der Silberrücken und das Schneewittli. Hey, hallo. Juhu. Schöne Teils. Wunderschön. Dann, von diesen Argentavissen, da die fliegenden Adler, haben wir auch ein paar. Also eigentlich fast jeder, der hier mitspielt mit uns, hat seinen eigenen Vogel. Wie ihr hier seht, das ist da ein bisschen unsere Base. Überall jetzt Tiere, ich euch jetzt die mal zeigen. Das sind so ein bisschen unsere Raptoren, die wir haben. Hallo. Der EasyJet, das ist im Drunken Saramus rein. Ein kleiner Stego, die doofe Sau. So. Wir haben allerdings auch Strom, müssen wir schauen. Da. Schon. Turn off, hä? Turn on. Kannst du noch den Generator schnell zeigen? Ja. Unsere 2 schönen Säbelzahntiger. Meine hat die Brille angelegt. Gerade Nice. geschissen, hat er gerade geschissen? Ja, schon. Der hat geschissen. Feder-Air, das ist mein Vogel. Das ist kreativ wieder im Namen. Unsere 2 Karnos. Der Mimi und der Grendoch. Der Grendoch ist mir. Schön in der Langnauer-Farbe. Dann unsere versteckte Dodo-Armee. Also hier ist der Rocky. Und da hier haben wir noch, wer haben wir da aus? Der Vreni Schneider, der John Rambo und der Döfling. Unser Ankylo. Heisst Flintstones, weil er Flintstones kann aus den Felsen hauen. Genau. Der Jetli haben wir auch noch hier. Steht gerne für sich allein, ist ein bisschen Einzugänger. Chuck Norris haben wir auch noch. Hey Jackie. Und eben hier haben wir auch, schau da. Wieso Godzilla. Boah, sauer Möbel. Auch zum Teil so Tiere, die gehen. Jetzt habe ich gerade beim Kacken gefilmt. Reese and Schiss. Und so Tiere, die gehen zum Teil halt halbe Ewigkeit, bis man die wirklich gezähmt hat. Und, wow. Hier ist ein kleines Steingarten. Das ist im Sepp Ohnesis, gell? Das hat er gebastelt, ja. Seppi hat das bastelt. Nice, da gehen wir jetzt extra nicht rein. Jetzt müssen wir mal schauen, wie da... natürlich noch unsere schönen Fische, die habe ich noch vergessen zu zeigen. 5 an der Zahl. 5 an der Zahl, 5 Megalodons. Wow. Der Pinky, das ist im Spanky rein. Der Sushi-Fisch, das ist meine. Hallo Sushi-Fischi. Und die sind also auch wirklich göttlich mit diesen Zeug rumzuhitzen. Aber das könnten wir in einer späteren Folge noch demonstrieren, unter Wasser. Selbstverständlich. Ich musste noch heute noch ein Ründchen machen. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie schön das hier ist. Also, das ist fast wie Fluch der Karibik, das Äckchen, das wir hier gefunden haben. Noch mit Sprungturm. Hihihi.
Und hier um das ganze Teil haben wir eine riesen Mauer gezogen. Also fertig ist sie noch nicht, weil sie dann noch ein bisschen höher machen. Dann noch dahinter mit unserem eigenen Wasserfall. Ist das nicht schön hier? Ja, es lässt sich fast leben. Uhaha. Ja, eine schöne Piratenbucht geworden. Ja, Das Brückli, das wir gebaut haben. So. jetzt kann ich noch heute rauf. Und hier haben wir einen Sprungturm. Da sieht man das Ganze noch ein bisschen von oben. Das Game ist sehr, sehr Prozessoren- und Grafikkartenlastig. Also, ja, nicht, also mein PC ist jetzt jährig und ich kann das nicht annähernd auf, auf voll spielen. Das ist verdammt krass. Im Moment habe ich 24 Frames, 25. Ja, ich bin auch bei 4,25. Aber eben, ich kann es nicht auf Epic spielen. Und das Wasser zum Glück, schaut. Oh, tschüss. Wir knallen echt direkt den Boden, aber passieren tut dem nicht. Unsere alle Megalodons. Jetzt zeig noch kurz das Häuschen von innen. Ja. Super Grill, der Fabrikator, der Kühlschrank. Ja, wir sind gut ausgerüstet. Und eigentlich, das Teil hat so ein riesen Tor, dass wir wir zuerst einfach das Haus bauen, einstöckig. Als Garage. Und als Garage eigentlich, ja. Und mittlerweile ist es unser Haus geworden. So, das ist der riesen Fabrikator, der Industriegrill. Der läuft also mit Benzin. Und da kann man ganze Stacken mit Fleisch bräteln. Heißes Teil. Nebendran unser Kühlschrank. Der ist bratschvoll. Mit jenstem Seich. Von Herdöpfeln über bräteltes Fleisch, über Bränkli, Lazarus-Powder. Da kann man fast eine Viertelstunde unter Wasser bleiben. Die sind genial. Der Rest ist eigentlich im ersten Stock. Da haben wir unseren Fabrikator. Und da macht man eigentlich alles, was ich kann das natürlich zeigen. Beispiel Waffen, Firearms, da kann man Rocket Launcher und Pistolen und Rifle und die einzelnen gut ausmachen. Ja. Es gibt auch noch Blueprints, die man finden kann, um gewisse Sachen produzieren. Put out Fire. So, Metallbarren haben wir wieder eine halbe Tonne. Ist alles durchgeschmolzen? Schön. Alles durchgeschmolzen. Wow. So, da hier haben wir frisches Wasser. Trinken wir jetzt. Also das hat das Bänkchen gemacht, hat wieder eine riesen Leitung gezogen vom Meer bis da raus. Göttlich. Ich glaube, ganz rauf kann man auch noch hin. Die magische Feuerstelle hier, wo wir unsere Tränke kochen. Hopp. Wow. Schönes Eckchen. Ich kann eigentlich noch... Ja, so ist nicht gut. Warte, du sollst dazu. Warte, ich mache es von oben. Nein, ganz in die andere Richtung. Da. Warte mal. Ich versuch's nochmal. Weiter. So. Jetzt ist es gegangen. So. Voilà. Das sind eigentlich jetzt noch die... Das sind leider nicht unsere zwei Viecher. Aber ich zeige euch jetzt die gleich noch geschwind. Und dann kommen wir jetzt mit dem Grendach rüber. Grendach. Ja, aber das langsamste Viech genommen. Der Säbelzahntiger genommen. Der schneller dann. Mhm. Dum. Der kann leider nicht schreien. Schreien kann bis jetzt nur der T-Rex, glaube ich. Ja, das ist der einzige, der Schrei drauf hat. Jetzt müssen wir noch die schöne Mischung zwischen einem Krokodil und einem Hund anschauen. Das sind eben leider nicht unsere. Das sind ein Madmin-Siner, der hat die letztes Mal hier geparkt. Aber es sind ganz schöne Viecher. Sind das nicht mehr Spinos? Spinosaurier? Mhm. Ja, doch, das sind die. Bei uns redet das Bänkchen, der fliegt. Hallo, mir kannst du nicht lüpfen, tralala. Sogar mit einem riesen Tor ins Wasser. Wow, jetzt kommt wieder kaum rüber. Nicht jetzt mein Viech läuft mir nicht hinten nachher. Mhm. So, das war es eigentlich mit Base 1. Base 1. Und dann würde ich sagen,
sehen wir uns in der nächsten. Bis nachher. Ciao zusammen. Ciao zusammen. So, herzlich willkommen hier zum Teil 2 von unserer kleinen Raumtour. Jetzt zeigen wir noch kurz, wo wir gegen unser Metall abbauen. Und zwar haben wir da sogar alles mit Strom und Licht, dass man sogar in der ganzen Nacht alles abbauen kann. Da riesen Stromleitungen gezogen. Da bekommt man gerade alles her, von Kristallen, Metall. Überall die Stromleitungen, da schaut das mal an. Ja, das ist ein Meisterwerk da oben. Meisterwerk von der Erleuchtung. So, jetzt tun wir hier heute absetzen. Ja. Du Fakulantisch mal. Das ist so der Load Point fürs Metall. Da genau. Oben. Und Verarbeitungsstätten. Und sogar eben hier Generator. Und ich schaue, wie viel das da noch drin ist. Ja, ja. Drinnen noch mit Air Conditioner. Aber gerade vorstens da oben, dass wir das ganze Metall verarbeiten können. Ist da schon alles weg? Wer hat uns das geklaut? Haben wir alles mitgenommen? Wir haben alles mitgenommen, ja, ja. Ah nein, 26 Barren hat es noch drin. Der Rest nice. haben wir, ja. Und dann kann man so hinterrachen. Hinterrachen ist alles mit Metall, alles beleuchtet. Gut, noch nicht so ganz. Ich muss hier noch ein bisschen weiterziehen, weil wirklich das Metall ist erst da unten. Aber hinterrachen gehen wir eben eher selten, respektive ist es aber recht schnell gelootet. Darum habe ich mich einfach mit Licht voraus konzentriert. Ja, und alle die ihr da goldig seht, da holt ihr Metall raus. Kristall. Turn on, turn off. Jetzt müsst ihr mal die Aussicht schauen von hier oben. Göttlich! Und eben Jungs und Mädels da, Zuschauer. Der Server ist öffentlich, es ist kein Passwort mehr drauf. Also, Ja, tobt nach Haus, klaut uns einfach nicht alles. Wenn ich jetzt extra nicht zeigt, welcher genau unser Berg ist. Ich habe jetzt extra einen kleinen Cut gemacht. Ich werde euch eigentlich auch nicht zeigen, wo das genau unsere Basen sind. Also ja, ich werde das einfach erst am Schluss heute, also respektive, wenn wir vor dran stehen, auf den Play-Knopf drücken, nicht vorher. So, der Berg ist schon gezeigt. Das war es auch schon wieder. Ich bin schnell Würde ich sagen, am Hocken hier. Überschnurren macht er nur. Ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Base. Ciao zusammen. Bis grad. So, und schon sind wir angekommen hier in der nächsten Base. Also das ist eigentlich ursprünglich unsere allererste Base. Von hier aus haben wir eigentlich angefangen. Aber uns ist es eben hier recht schnell langweilig geworden. Darum sind der Spanky und unsere weggezogen. Und ich habe unsere neue gemacht. Andere sind an einem anderen Ort hergezogen und haben etwas Eigenes gemacht. Aber ja, wieder eingesagt, hier haben wir sogar einen Spinosaurus mit Sattel, den reiten wir dann noch heute. Noch einen ist ein Pronto, da unten haben wir noch ein Kroki mit Sattel. Wow. So, landen wir mal schon in unserer Base. Dum. Und jetzt müssen wir mal als lustige Tierchen ziehen. Hihi, der Bastard. Korpi. Er ist fast am Verhungern, aber es sieht so geil aus, dass er läuft. Köstlich. Kein Gammelfleisch irgendwo zu Oder der Bibab. Ist kein Gammelfleisch oben. Die sind so lustig, die Tierchen. Aussichtsturm. Wow, hört ihr? Jetzt ist gerade der Spanky vor durchgelaufen. Mit dem Törö. Die kleinen Mini-Dildos. Hier wäre eigentlich so ein kleines Keg. Und noch die Dinos, die wir eigentlich nicht wirklich brauchen, hertun. Jetzt haben wir auch 2 Trikes. Der Mammut ist eine Baumfellmaschine, das ist nicht normal. Ich kann mal schauen. Ja, mittlerweile kann man sogar die Türen noch anmalen. Das ist schon geil. Wo bist du da jetzt mit deinem Mammut? Beim Brachio hinten.
Können wir die mal suchen? Ah, da. Haptisch. Wow. Ja, Hardstyle. Ah, sieht geil aus. Aber ja, ich muss jetzt mal auf einen Spino hocken. Ich war noch nie auf einem Spino gewesen. Oh, das ist ein Möbel. Nice. Und Dann schnell. müsst ihr schauen vom Säckchen her. Das Säckchen hat rein Hunger. Ich habe jetzt so die Aussenkamera. Ah, ich habe schon Aussenkamera. Warte. Pieu. Bin er galoppiert. Urherzig. Bin ein junges Fohlen. Weil der Zwu offen hat. Wow. Der kann Ja, kein, der kann nicht. Nein, kein ich habe Brüller. geschaut. Wow. Nein, leider nicht, leider nicht. Das ist schade. Aber ganzes herziges Teil. Da ist ein bisschen Kamerascheu. Der will nicht in die Kamera schauen. Ja, hier im Schnitt 5 FPS weniger als in unserem neuen Platz. Oh ja. Hui. Da bricht mir das Bein, wenn ich oben runterkomme, ich weiss es. Jetzt hat Jurti. Ah, das könnte man auch noch zeigen hier. Das Krocki. Hallo, Krocki. Ich hatte recht lange mega Freude am Krokodil. Aber uns sind schon 2 Krokis gestorben wegen Level 1 Raptoren. Und ja. Irgendwann hat man dann gesagt, scheiß auf das blöde Viech. Man. Aber ich gehe jetzt schauen, ob der Plesiosaurus vom Admin noch hier ist. Ja, da ist auch ein Hingucker, ja. Er ist wirklich noch da. Ich hoffe, er muss ist nicht. Da gibt man das riesen Viech. Ja, wir haben hier unter Wasser. Also ein bisschen für unsere Megalodons haben wir ein bisschen etwas bauen. Aber ja, wir haben es näher lassen. Aber jetzt gehen wir mal nach dem Plesio tauchen. Ich hoffe, es kommt keiner. Schon kein Mega nichts. Nein, sieht gut aus. Wow, was für ein Viech, Mann. Wow. Auf so einen bin ich leider auch noch nie geritten. Wo ist er denn? Oh, ist das so weit unten mittlerweile? Ja, der ist recht angerutscht. Mega Apparat. Der Johnny. Wow. Aber das eine müssen wir auch noch einmal zusammen. Der ist sicher schnell wie der Wind. Ja, ich habe so das Gefühl. Wow. Also das langsam wieder auftauchen. Bevor ich keine Luft mehr habe. Auf Saufst du. Nein, wäre eigentlich schon nicht geplant. Kann das sein, mit der Eisenrüstung langsamer ist im Wasser? Möglich. Kaum mehr vorwärts kommen. Ah, da. Warte, mal mit der Armbrust probieren. Oh, Ich habe noch nie mit der Armbrust geschossen. dann hole ich den da hinten. Schaut das an, er steckt ihm ein Pfeil mit durch einen Schädel. Hat nichts gemacht. Er lebt noch. Das Nein. Berg ist noch schauen. Nein. Steckt ihm ein Pfeil mit im Schädel. Schaut das an. Boah, aber voll durch. Ui. Noch zweiter. Er lebt gegen noch. Das muss man fast screenshotten, warte schnell. Ja, so Video. Ja, schon. Jetzt. Oh. 3 Pfeile im Schädel. He? Wow. Unglaublich, dass der verleiden. Wir nehmen jetzt noch die vom anderen. So. 1 Fleisch jetzt gegeben. Wow. Ja, was hier geil war, halt Ressourcen en masse, Holz, Steine. Ja, Stein nicht so wirklich. Echt zum Abbauen viel, ja. Ja, wenn sie weg sind, geht es mega lang, bis sie spawnen wieder. Und eben hier in diesem Eck einfach gute 5 FPS weniger als oben. Und je weiter dass man geht, desto schlimmer wird es, denke ich mir manchmal. Komischer So. Effekt, ja. Das war die nächste Base gewesen. Ich würde sagen, jetzt gehen wir noch die letzte grosse anschauen. Und die anderen sind dann alles nur so ein kleines Zeug. Das muss man nicht unbedingt zeigen. Aber eine schöne haben wir noch auf Lager. Und dann würde ich sagen, see you later, Alligator. He? Ja. So, und schon sind wir angekommen bei der nächsten Base. Jetzt müssen wir mal diesen schönen Fleck Erde reinziehen. Wow. So schön eigentlich geschützt drumherum. Also. Oh, die Jungen haben sie ja zugetan. Die haben überall zugetan. Kampfmusik.
Ah, schau da, das ist... Ah, ich habe eins gefunden, ein Viech. Was zum Essen? Haha. Juhu. Ja, er hat gerade alles gefressen. Ah, aber dahinter kommt 30 sehe ich. Das ganze Tal, überall, wo sie zugetan. Nice, schöne Buben hier. Und das ist eigentlich hauptsächlich dem Ming und dem Sepp ohne sein Projekt hier. Ja, die alle 4 Seiten zugetan, überall jetzt Mauern. Wow. Das ganze Tal haben sie eingenommen, so geil. Was hat Tito Media Soldier? Oder was habe ich da gekillt? Was? Was für ein komisches Teil habe ich da gekillt? Wow, riesen Lag hier, Mann. Krass. Ein Ming seine Scheisse-Anlage. Was macht er hier? Was? Das greift mich an. Was greift etwas an? Irgendetwas, aber ich habe es nicht gesehen. Ah, das sind die Huren Ameisen gesehen. Das ist gut möglich. Ah, das ist ein Ming seine Scheisse-Anlage hier, die ist göttlich. Ja, das Hier ist Hammer, die ruckeln noch alle Jachen. Dann kannst du checken, da können wir zuschauen. Puck, dann können wir die auch zusammenlesen. Es gibt schön alle Düngerkisten, weil es gibt nachher Dünger. Köstlich. Wow. Was ist das? Timo. Was? Probleme? Was ist das? Ah, das ist eben das neue ein neuer Flugraptor. Da. Das habe ich noch zuerst mal gesehen. Die hat da noch steht, da, kein Behemoth. Wahaha. Jetzt gehen wir mal schauen, was die da so neu haben. Oh, die haben aufgerüstet. Hier 2 Kühlschränke drin. Unpowered. Wow. Das ganze Fleisch und alles ist da hier. Wow. Die haben keinen Strom. Die schauen. Ja, die haben kein Benzin. Oh. So etwas. Haben sie hier noch genug drin? Nein, da ist ja nur noch 2 Gas allein. Da kann man nichts wegnehmen. Jungs. Da haben sie noch 13. Ich nehme die raus. Wow, wie viel Parasauren das da gezahmt hat, ist ja nicht normal. Ja. So, jetzt laufen auch wenigstens die Kühlschränke wieder. Powered. Nice. So. Gehen wir da wieder zu. Ja, das ist so in der Fabrikationshalle hier. Wer liegt da? Der Ming, Level 69. Sauhund. Hier geht's weiter. Ja, das sind schon Bauverrückte, die 2. Wow. Ja, sie geben einen Namen gut, ja. Mega. Climb up. So, da sehen wir das Ganze noch ein bisschen von oben. Da ist noch ein Lootspawn. Kann man von hier ins Wasser kommen? Das ist zu hoch, das riskiere ich nicht. Da, nimmst du mal die... Du gehst halt so ab, das ist mir eigentlich gleich. Und close. Also ja, das Remote-Pad hier. Aber dass man heute sieht, wie so ein Lootspawn aussieht, gehen wir uns da jetzt noch heute schnappen. Wir haben vorhin so einen blauen geholt, der gerade alles am Boden geht. Zum Teil ist da einfach wirklich nur ein Müll drin, das ist traurig zum Teil. So, dann landen wir gleich hier. Ist schon gäbig, so ein Flugteil zu haben. Ja, und jetzt, was ich überall zugetan und überall die los rumlaufen hier. Wow, ich sehe, jetzt zählen schon selber. Nein, Spanky, warte. Ja, sorry. Muss dich noch ein bisschen blogen, weil es so Freude macht. Aber der hier nicht lackieren, das Wasser ist zu wenig tief. Ja, der Menge hat mich da glaube ich auch schon reingeschmissen. Okay, ja. Nein, Du letztes Mal eine halbe Rüstung lackieren. Der geht baden da.
klar. Merci. Bitte. Oh, Chitin-Leggings sind drin. Okay, wie schenken wir dem Saramu? Da steht auf das Chitin zu. Ah ja, noch ein Stego gesehen, da könnte man dort nehmen. Ja. Wo denn? Oh ja. Ah, Trizi, ja. Trizi kämpft schon. Mit einem Mini-Delta. Stego auch mit Mini-Deltas. Ich nehme den Stego. Ich der Wow, da hat mir gerade einen gezaubert. Da. Stirb! Stirb, du Mistding! Ha! Ah, das ist ein Banks, was einfach rein tötet. Meine ist schon tot. Ah, ein bisschen Fleisch. Oh, gerade alles gefressen. Ja, mein Nugget, remove. Ja, jetzt ist glaube gut. So, ich würde sagen, mit diesem schönen Ausblick beenden wir unsere kleine Rundtour. Sobald wir wieder ein bisschen etwas Neues haben, werden wir ein bisschen mitnehmen. Vielleicht machen wir auch mal ein kleines Hölle-Abenteuer oder Unterwasser-Abenteuer. Müssen wir noch schauen, was uns da noch einfällt. Ja, Unterwasser-Action wäre voll gut, ja. Wäre eben schon mal geil. Ah ja. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Merci vielmals fürs Zuschauen. Lasst mir noch einen Daumen hoch da und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss zusammen, euer Nulu. Ciao zusammen.